Während unsere jüdischen Geschwister mit der untergehenden Sonne ihren Schabbat beenden, beginnt für uns mit diesem Abendgebet der Sonntag. An diesem Übergang zur neuen Woche halten wir inne und blicken in einem Moment der Stille zurück auf das, was war, und legen alles in Gottes gute Hände. Ein jeder von uns hat seine Woche mitgebracht. Gute und schlechte Erfahrungen, beglückende und traurige Momente. Das bringen wir vor dich und bitten um dein Erbarmen. Sei uns gnädig, Gott. Sei uns gnädig, Gott. Haben wir diesen Tag, diese Woche gelebt, wie es dir gefällt? Sind wir geduldig und liebevoll gewesen? Sei uns gnädig, Gott. Sei uns gnädig, Gott. Haben wir anderen genug Zeit geschenkt, ihre Fragen beantwortet, sie in ihren Erwartungen nicht enttäuscht? Sei uns gnädig, Gott. Sei uns gnädig, Gott. Haben wir Traurige umarmt, sie getröstet? Haben wir Mutlose wieder aufgemuntert? Sind wir unserem Nächsten Schwester, Bruder gewesen? Sei uns gnädig, Gott. Sei uns gnädig, Gott. Wir lassen die Ereignisse und Mühen dieser Woche hinter uns und halten unser Leben in dein Licht, Gott. Umgib uns mit deiner Liebe und schenke uns einen neuen Anfang. So bitten wir, der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Halleluja.
Aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht erschaffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, am Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Herr unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir an der Osterkerze entzünden, mögen uns leuchten am Tag des Lebens. Möge ihr Licht Widerschein sein der Ostersonne, die uns an deinem Tag immer neu aufstrahlt. Oh,
Es ward Abend, es ward Morgen, ein neuer Tag. So lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. So heißen wir jetzt mit diesem Abendgebet den Sonntag willkommen, den 5. Sonntag nach Trinitatis. Die neue Woche steht unter dem Thema Nachfolge. Und durch die Woche wird uns ein Vers aus dem Epheserbrief im 2. Kapitel begleiten. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das Evangelium für diesen Sonntag lesen wir bei Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah 2 Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten ihre Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Sing
Lebendiger Gott, du traust uns Menschen zu, dass wir umdenken und neu aufbrechen. Hilf uns aufmerksam hinzuhören, wenn du uns rufst, und neue Wege mutig zu gehen.
durch Jesus Christus, der deine Kraft und Weisheit ist. Und wir bitten dich, Gott, für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl feiern. Lass uns die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Wir warten auf deinen Tag, lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst in Ewigkeit. Amen. Lasst uns preisen den Herrn. Gott sei ewig Dank.